Ich traue mir jetzt eine Geschichte erzählen aus dem Grund, weil meine Tante Frieda heute nicht da ist. Es geht um meine Tante Frieda. Die ist 75 Jahre alt geworden und meine Frau und ich haben uns überlegt, was sollten wir ihr schenken? Was willst du einer Tante schenken, die 75 Jahre alt ist? Wisst ihr, wer das ist, wenn du so einen Menschen fragst, was brauchst du denn? Sportsänger, Geld, ich habe alles, sie braucht nichts. Das ist furchtbar. Aber wir wollten ihr was schenken, darum haben wir es eingeladen in ein feines Lokal, in ein 4-Sterne-Restaurant, einmal gut zum Essen. Weil, wie gesagt, du findest kein Geschenk, sie hat alles. Ja, und sie ist ledig und hat keine Kinder und 2 Häuser, aber das ist nicht so wichtig gewesen. Wir hätten es auch eingeladen, wenn es 3 Häuser hätte. Also da haben wir es so. Und das Geld ist gut angelegt. Und jedes Mal, wenn wir es daheim anholen, sagt sie das Gleiche. Und da hat sie auch das Gleiche gesagt. Immer ein bisschen. Dann ist sie zum Bisseln gegangen und dann sind wir gefahren. Im Auto hat sie dann schon wieder gesagt, mei, das hätt's doch nicht braucht, spart doch euer Geld, ich hab doch alles. Habe ich gesagt, Tante, tu dich nicht ab, du bist unser Gast, du bist uns das wert. Aus. Mei, wenn einmal schlechte Zeiten kommen, spart halt für schlechte Zeiten. Habe ich gesagt, Tante, tu dich nicht ab, ist unser Geld. Und so schlecht können Zeiten gar nicht werden, dass die 2 Häuser nicht gelangen. Also wirklich nicht. Aber das habe ich mir gedacht, das habe ich nicht gesagt. Übrigens, wenn alle so gewinnen werden wie unsere Tante, dann hätte es das deutsche Wirtschaftswunder nie gegeben. Weil alle hätten gespart für schlechte Zeiten. Und keiner hätte was ausgeben und was gekauft. So, dann haben wir im Wirtshaus angekommen. An der Garderobe ist schon losgegangen. Sie wollte ihren Mantel nicht hergeben. Erstens hat sie gesagt, sie hat es an der Blasen und wenn es so kalt ist. Und zweitens hat es was gekostet. Es war der 12. August, es hat 30 Grad gehabt. Aber sie hat sich durchgesetzt und hat ihren Mantel nicht da gegeben. Dann haben wir eine, wollte die am Tisch hin, hat gesagt, nein, ich muss erst bisseln. Ja gut, dann haben wir aufs Bisseln. Dann ist sie vom Klo zurückgekommen und hat gesagt, ein schönes Klo. Ein wunderbares Klo haben wir da. Und das schmeckt gar nicht wie ein Klo. Mehr wie eine frisch gewaschene Wäsche. Vorher wahrscheinlich, jetzt nicht mehr. Dann sind wir am Tisch, haben wir uns hingesetzt. Und dann ist der Ober gekommen. Was möchten die Herrschaften zum Aperitif trinken? Herr Ober, ich sag's Ihnen gleich. Ich gehe fein normal nicht in so teure Lokale. Ich bin heute eingeladen worden, weil ich 75 Jahre alt bin. Das ist mein Neffe, der Toni. Kennen Sie den? Der schreibt so Bücherln. Er hat mich nicht kennt, aber das ist auch wurscht. Und das ist seine Frau. Ja, möchten Sie einen Aperitif? Dann habe ich für mich einen Sherry bestellt und für meine Frau auch einen Sherry. Und Tante wollte ein Karamalz. Hat es nicht gegeben. Dann wollte sie ein kleines Radler. Aber nicht zu kalt wegen der Blasen. Gut, der Ober ist wieder gegangen, habe ich gesagt, Tante, du brauchst dich doch nicht rechtfertigen, was du da reingehst. Du brauchst doch dem Ober nicht sagen, dass du normal nicht in so ein Lokal gehst. Wir lohnt man die ein, das ist doch unsere Sache. Nein, das soll der muss schon wissen, dass er mein Geld nicht fürs Fenster rauswirft. Dann ist der Ober gekommen mit den Aperitifs, also 2 Sherry und ein lauwarmes Radler, und hat 3 Speisekarten mitgebracht. Das hätte es fein nicht gebraucht. Wir können in eine reinschauen, wir haben auf der Wand. Tante, Biholstadt, der hat uns 3 Karten Brot und die schauen wir jetzt in Ruhe an. Schau mal rein, schau dir mal die Supperl an, was für ein Supperl gibt. Sie hat nicht reingeschaut, sie hat es vorgelesen. Eine Lauchcremesuppe, 8 €. Ja, Spinnendepperte. Das ist in echt 16 Mark. Für ein Supperl. Und da schau her. Eine Lachscremesuppe, 9 €. Da nehmen sie einen Dosenfisch und werfen den Rahm dazu. Das kostet ihnen einen Makel. Höchstens. Tante Biholstadt. Das braucht die doch nicht interessieren. Wir zahlen doch. Was wahr ist. Das ist auch eine Unverschämtheit. Tante hat sich gar nicht mehr beruhigen können. Und anstatt dass Stadt ist, am Nebentisch ist ein Neger gesessen im Nadelstreifenanzug. Anstatt dass wegschaut, schmerzt sie den Mo. Sie, können einer sich das leisten? Als Neger. In Afrika da hungern die Leute und der Mo ist der Suppe um 9 €. Ja, was sind wir denn? Tante Biholstadt. Ich habe mir gedacht, ich muss den Mo beruhigen. Er hat es zwar wahrscheinlich nicht verstanden, aber ich habe dann gesagt zu ihm, gut, das heißt einen Guten, bloß dass er beruhigt ist.
Dann habe ich gesagt, Tante, such dir ein Essen aus und Bistad. Eine Suppe mag ich nicht. Ja, dann schaut er auf etwas anderes, dann hat es weiterbradelt zu den Vorspeisen. Ein Grat steht als erste Vorspeise dort. Jetzt mal vorlesen, dass ich nichts falsch sage. 6 biologisch gezüchtete Weinbergschnecken in einer Butter-Knoblauchsoße mit Toast. 13 €. Hä? Da kostet der Schneck über 4 Mark. Die sollen einmal zu mir in den Gemüsegarten kommen, wenn es regnet. Da kriegen sie 100 umsonst. Ich hätte ja eigentlich sagen müssen, dass das andere Schnecken sind, aber ich habe nervlich keine Kraft mehr gehabt. Und in so Momenten, da denkt man dann nie, 2 Häuser sind 2 Häuser. Das ist dann wurscht. Gott sei Dank ist dann der Ober wieder gekommen. Möchten Sie eine Suppe? Eine Suppe esse ich nicht. 9 €. Ich bin noch kein Asche. Ja, dann vielleicht eine Vorspeise. Ja, irgendeine Schnecken könnt ihr selber essen. Ich mag schon keinen Anklanger, geschweige denn essen. Aber er hat nicht aufgegeben. Dann vielleicht einen Südtiroler luftgeräucherten Schinken mit Fladenbrot. Nein, mag ich auch nicht. Mir ist schon das Wasser vom Mal rausgerufen, so gute Sachen hat er vorgelesen. Ich habe dann für meine Frau also einen Schinken bestellt mit Fladenbrot, für mich auch. Und dann für Tante nichts, die wollte keine Vorspeise. Ja, aber dann vielleicht eine Hauptspeise hätte ich schon gern, sage ich, Tante, such das aus. Haben wunderbare Sachen drauf gestanden. Etwas Französisch, das kann ich nicht vorlesen. Dann argentinisches Rindersteak hat es gegeben. Und also ganz tolle Sachen. Aber Tante wollte ein Wiener Schnitzel. Dann sagt sie zum Ober, Sie, ist es da so ein Service, dass man Preis in der historischen Währung hinschreibt? Also ich habe momentan nicht begriffen, was es will. Der Ober auch nicht. Sag ich, Tante, wann meinst du jetzt das? Naja, 26,50. Das können doch bloß Schilling sein. Tante, das sind €. Herr Ober, habe ich gesagt, meine Tante ist eine lustige Frau. Die macht gerne mal so einen Witz. Die versteht das schon. Bringen Sie das Wiener Schnitzel. Ich habe für meine Frau und für mich bestellt Sauce Hollandaise, also Spargel in Sauce Hollandaise mit Schweinefilet und Kroketten, glaube ich, waren dabei. Das hat kostet 19 € pro Person und ein Wein, da hat der Schoppen 9 € gekostet, der war rot. Ich weiß nicht, wer man schreibt, aber sagen darf man Beaujolais. Und dann ist der Ober fort. Habe ich gesagt, Tante, bitte sag nichts mehr zu den Preisen. Du bist eingeladen, wir zahlen mir da alles. Nein, wenn ich nicht gespart hätte, das machst du Mirka, dann hätte ich keine 2 Häuser. Das ist ein Argument, da kann ich dann nichts mehr sagen. Weil da geht es um mein Geld. Und jetzt gehe ich zum Bieseln. Da ist zum Bieseln gegangen, hat meine Frau gesagt, weil es fort war, das merkst du. Das Weih, wenn 80 wird, dann lädt man es auch auf ein Bratwurstsemmel auf einen Kiosk. Mit der gehen wir in kein Wirtshaus mehr, habe ich gesagt. 2 Häuser sind 2 Häuser, Bio-Staat. Gut, dann ist der Ober gekommen. Mit den Vorspeisen. Luftgetrockneter Südtiroler Schinken mit Fladenbrot für mich und für meine Frau. Für Tante nichts. Dann haben wir gegessen und sie hat uns so angeschaut. Haben wir gedacht, Strafe muss sein. Du kriegst nichts. Dann sagt es natürlich ausgerechnet, Mei, wer wird sich denn einmal um meine Häuser kümmern, wenn ich nicht mehr bin? Das ist gefährlich, wenn es sowas sagt. Ich habe dann zu meinem Weib gesagt, gib mir deinen Schinken, weil ich habe meinen schon gegessen gehabt. Ja. Dann haben wir Vorspeise gegessen gehabt, dann ist der Ober gekommen mit den Hauptspeisen. Wir haben unser Spargelzeug gekriegt und sie ihre Wiener Schnitzel. Angeschnitten, eingebissen. Herr Ober, was ist denn das für ein Fleisch? Das ist nicht normal, da stimmt was nicht. Feinstes Kalbfleisch, gnädige Frau. Haben wir es doch gedacht. So ein Zeug darf es mir nicht geben. Ein Schnitzel ist ein Schweiners. Seit 75 Jahren ist ein Schnitzel, seit 75 Jahren ein Schweiners. Jetzt kam er mit einem Keibel. Ich hab für eine Sau gezahlt. Ja, aber Wiener Schnitzel ist doch Kalbfleisch. Herr Ober, dann Sie ja nicht runter, das Schnitzel ist ich, weil das Hollandaise war jetzt wenig. Bringen Sie Ihre Schweineschnitzel. Sie wollte schon wieder das Diskutieren anfangen. Gott sei Dank
ist angelehnt worden, weil der Neger hat gezahlt. 102 € hat es gemacht. Dann hat er den Ober 110 € gegeben und hat gesagt, it's okay. Hast du das gesehen? Der gibt ihm 8 € Trinkgeld. Und ich habe letztes Jahr eine Bettwäsche gespendet und eine Brillen. Denen spende ich nichts mehr. Habe ich gesagt, Tante, Bi halt statt. Außerdem sagt man nicht Neger, weil hast das denn du? Das heißt farbiger. Wenn der farbig ist, friss ich einen Besen. Kohlraber schwarz. Auf jeden Fall habe ich ihr Kalbschnitzel gegessen, dann ist ihr Schweinerschnitzel gekommen, das hat ihr geschmeckt, das haben wir dann auch gegessen, hat insgesamt schon passt. Und dann haben wir uns noch ein bisschen unterhalten über ihre Krankheiten, das mag sie gern, das weiß ich. Haben wir da so geschmatzt und dann habe ich gezahlt, 148,30 € hat es gekostet. Ich habe dann ober 148,50 € gegeben. Nein, nicht weil ich so faul bin, aber wenn ich dem zu viel gebe, dann meint Tante, ich habe zu viel Geld und dann wisst ihr, was los ist mit den Häusern, dann kriegt es andere. Und dann sind wir heimgefahren und hat gesagt, mein Scheiß, beim vor allen Dingen ins Klo. Und morgen mal ich schon wieder ins Wirtshaus. Sag ich, was, schon wieder? Ja, der Alfons hat gesagt, er möchte mit mir einmal zum Essen gehen, er lobt mir ein Geld, das ist ein netter Neffe. Ich habe aber schon gewusst, dass der Alfons geldgierig ist. Aber dass er so weit geht, das habe ich nicht geglaubt. Dankeschön.